wenn die Welt heil untergeht, dann sag ich bloß, mei, war das shit. Macht's Musik, kein Krieg, wird musikalisch und inhaltlich ist es sehr vielfältig geworden. Ja? Das hat einen ganz einfachen Grund. Ich meine, man erwartet nichts von uns, beziehungsweise man weiß nicht, was man erwarten soll von der Rocker und der Weidler, ja, weil diese Kombination ungewöhnlich ist. Und genau dementsprechend haben wir uns musikalisch 0,0 Grenzen gesetzt. Es werden 12 Songs sein, vom Rocksong, also wirklich vom Stadionrock bis zur Ballade, bis hin zum fast schon Techno-Song, haben wir wirklich alles drauf. Dass ich irgendwann einmal an einem Techno-Song mitschreibe oder an einem Balkan, hätte ich jetzt vor dem Album auch nicht gedacht. Aber macht das Ganze sehr interessant. Genauso wie der klassische Song wieder dabei ist oder auch ein Rocksong mit dabei ist. Oder eine Ballade, die einen unheimlich berührenden Text hat. Und so ist dieses Album, wie wir halt auch, ein Gegensatz jagt den anderen, ein Thema springt aufs andere und es ist eigentlich wieder für jeden was dabei. Und da freuen wir uns drauf. Wir haben das große Glück, unsere Band hat das große Glück, dass mein Kollege ein Produzent ist. Ein mächtiger Produzent. Sehr harte Schule ist das, aber wir können alles im Keller aufnehmen oder wir haben bis jetzt alles im Keller aufgenommen. Ist es in der heutigen Zeit Gott sei Dank möglich, dass man auch ein anständiges Album abliefern kann mit so einem kleinen Budget. Kellerstudio, genau. Das ist einfach das Schönste für einen Musiker, dass wenn du mit deinen eigenen Sachen berührst. Ein Song entsteht so, dass eine Idee da ist von einem von uns. Das ist immer sehr witzig. Irgendwann kommt wieder eine Datei auf dem Telefon. Da hört ihr das mal an oder hört ihr das mal an. Dann wird es gegenseitig vorgespielt. Dann schauen wir, ob das was werden kann, ob man weiterarbeiten kann dran. Dann kommt irgendwann ein Text dazu, die mein Kollege meistens schreibt. Und so entsteht der Song und das macht sehr viel Spaß. Und das hat die Arbeit am Album sehr, sehr interessant gemacht und war sehr witzig, weil einfach, wenn man Zeit verbringen kann und die Zeit hat, mal wirklich sich mit den Songs zu beschäftigen, dann sieht man eigentlich, was da alles entstehen kann, was da rauskommt. Und das ist sehr interessant, weil es ist kein Song wie der andere. Und jeder hat seine eigenen Merkmale und jeder hat seinen eigenen Stil. Und deswegen freue ich mich unheimlich auf das Album und freue mich noch mehr auf die Resonanz auf das Album, zu sehen, was da zurückkommt, weil einfach das eine ganz tolle Mischung ist, meiner Meinung nach. Ich meine, das Ziel ist natürlich immer, dass viele Leute das kaufen. Oder das ist Wunschdenken. Ja? Aber mir ist es eigentlich wichtiger, dass, wenn es nur 50 Leute kaufen oder 100 Leute kaufen, dass die es geil finden.